Freut euch. Ist leichter gesagt als getan, ne? Ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit? Also ich erinnere mich sehr gerne daran. Was haben wir uns auf Weihnachten gefreut? Ich habe nie so gerne gebadet wie Heiligabend. Das ganze Jahr hindurch baden, das war immer schlimm. Aber Heiligabend, puh, da ging es ab in die Badewanne, da wurde man schick angezogen. Dann hat man gewartet, mein Vater hatte immer so eine Klingel, das Christkind kommt. War nie die Rede vom Weihnachtsmann oder so, sondern das Christkind kommt. Ich muss wirklich sagen, ich verbinde diese Erinnerungen an Weihnachten mit Freude. Ich habe nur freudige Gedanken zurück. Natürlich auch an die Geschenke, die man bekommen hat. Aber auch schon all das andere. Ich meine, ich war ja noch weit ab davon, irgendwie wirklich gläubig zu sein als Kind. Aber es hat einen schon ein Stück weit geprägt und die Liebe Gottes groß gemacht. Ist Ihnen mal aufgefallen, wie oft das Wort Freude oder die Freude an sich überhaupt rund um die Weihnachtsgeschichte vorkommt? Da haben wir zum Beispiel Johannes, den Täufer, der sich im Leib seiner Mutter freut, als Jesus ihm begegnet im Leib von Maria. Dann haben wir Maria selber, die sich freut und den Herrn lobt über den Gott, seinen Heiland, ihren Heiland. Dann sind es die Hirten auf den Feldern. Hans-Jörg hat es gelesen. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und schließlich sind es auch noch die Weisen aus dem Morgenland, die auch in große Freude geraten, als sie den Stern von Bethlehem sehen. Sehen Sie, es stimmt doch gar nicht, wie es uns manche weismachen wollen, dass Gott uns die Freude rauben will, dass Gott ein so strenger, ernster Gott wäre, der uns keine Freude gönnt, so ein Miesmacher-Gott. Nein, das Gegenteil ist wahr. Gott ist ein Gott der Freude. Und Gott will, dass der Mensch sich freut. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über die damalige Situation, in der Israel lebte oder überhaupt die Welt damals. Es gab, als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, eigentlich gar nicht viel Grund zur Freude. Gott war nicht da, hätte man denken können. Gott schien weit weg zu sein. Er griff nicht ein. Ungefähr 400 Jahre hatte er sich nicht mehr geoffenbart, von Maleachi bis Matthäus. Anstelle, dass Gott eingegriffen hätte, regierten die Römer. Die beherrschten diktatorisch das Gebiet. Und ein verhasster, idumäischer König namens Herodes, der war König in Juda, von den Römern eingesetzt, ein Edomiter. Die Israeliten hatten Jahrhunderte, Jahrtausende aufgrund der prophetischen Aussagen auf den König aus Juda gewartet, auf den Messias, den haben sie sich erhofft. Und was war jetzt der Fall? Herodes war ihr König der Juden. Ist das nicht schlimm? Israel war voll mit Ausländern. Israel war in seiner Freiheit sehr eingeschränkt. Es gab zwar offene Grenzen und einen sogenannten Pax Romana, ja, aber das Land war voller Unruhe. Das ganze Römische Reich eigentlich voller Unruhe. Vergleichen Sie das mal. Aufstände und Terrorakte waren an der Tagesordnung damals. Die Zeloten,
Das war eine Guerillagruppe, die sich gegen die römischen Besatzer richteten, aus dem Hinterhalt angriffen und sehr viel Tränen, Mord anrichteten. Es gab die Sikarier, das war eine Unter- oder Nebengruppe der Zeloten, die Sikarier, griechisch Sika, lateinisch Sika, das heißt Dolch. Sikarier, das waren Dolchmänner, jüdische Dolchmänner. Die haben römische Kollaborateure, Sympathisanten und Römer selbst aus dem Hinterhalt angegriffen. Die hatten unter ihrem großen Gewand einen Dolch versteckt. Und dann nahten sie sich den Bürgern, zogen den Dolch, zack. Aktuell irgendwie, ne? Das war damals die Situation. Man nimmt an, Jesus hatte ja einen Jünger, ne? Simon der Zelot. Manche nehmen an, Judas Iskariot könnte ein Sikarier gewesen sein. Iskariot. Weiß ich nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Es gab eine Völkerwanderung. Der ganze Erdkreis musste sich erfassen lassen. Und mitten in diese Zeit, mitten in diese Turbulenzen, kommt der Ruf, freut euch. Der Retter kommt. Und ich würde sagen, dass diese Botschaft heute wieder sehr zeitgemäß ist, denn die Parallelen sind unübersehbar. Jeder der oben aufgeführten Personen, Johannes bzw. die Mutter, Elisabeth und Zacharias, oder auch Maria, die Hirten und die Weisen, die stehen evangelistisch, möchte ich mal sagen, für unsere ganze Gesellschaft. Gott möchte jeden Menschen ansprechen. Die Alten oder die Betagten oder die Älteren. Zacharias, Elisabeth. Aber auch die Jungen. Maria, eine junge Frau. Aber auch die Arbeiterklasse. Die Hirten. Und die Intellektuellen und ja, Vermögenden. Die Weisen aus dem Morgenland. Allen 4 Gruppen wird gesagt, freuet euch. Und ich möchte einfach, heute Morgen schlicht und einfach, es bewegt einen ja auch selbst, wenn man das liest und in Verbindung bringt mit der damaligen Situation, politisch, gesellschaftlich, aber dann auch mit der Situation der einzelnen Personen, die mit dieser Freude konfrontiert wurden, dann wird man doch erquickt. Elisabeth zum Beispiel. Elisabeth, die war gerade schwanger, 6. Monat. Und da kommt Maria, die war gerade schwanger mit Jesus. Und die begegnet der Elisabeth. Und da sagt Elisabeth, Lukas 1,44, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes an mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wenn Gott dir ins Ohr flüstern darf, ich bin da, du siehst mich nicht. Vielleicht bin ich dir so klein geworden oder so weit weg. Wenn Gott dir ins Ohr flüstern darf, als der Gruß von dir an mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude. Gucken wir uns die Elisabeth mal an. Sie war unfruchtbar. Zu jener Zeit war das ganz besonders schlimm. Es ist immer schlimm, wenn eine Frau, vielleicht eine junge Frau, gerade verheiratet und erfahren muss, ich kann keine Kinder bekommen. Das ist traurig. In der damaligen Situation, würde ich sagen, war es besonders schlimm. Es war eine Situation, die sehr viel Scham für den Betroffenen mitbrachte und nicht selten Verachtung und Spott der Umgebung, weil man brachte Unfruchtbarkeit immer in Verbindung mit
Strafe Gottes oder Gericht Gottes über diese jeweilige Person. Damit fertig zu werden, war nicht einfach. Auch die Altersversorgung war ja nicht geregelt, wenn man keine Kinder hatte. Es gab ja nicht das soziale System, wie wir es heute haben. Ja? Später sorgten die Kinder für die Eltern. Elisabeth, denke ich mal, kam sich so ziemlich wertlos vor. Unbrauchbar kam sie sich wahrscheinlich vor. Isoliert. Sie hatte ihren eigenen kleinen Radius, aber der eigentliche Sinn, Mutter zu sein und ja, was mit aufzubauen und darzustellen, der war nicht gegeben. Hinzu kam jetzt, dass sie beide schon, also sowohl Elisabeth als auch Zacharias, schon betagter waren, also schon älter geworden waren. Und da war es sowieso zu spät und man gab wohl eher die Hoffnung auf. Man hatte Zeit des Lebens gebetet für ein Kind. Aber in der Zeit, wo Elisabeth hätte von der Körpereigenschaft her Mutter werden können, bekam sie kein Kind. Das war für sie eine unheimliche Schmach. Das muss sie Jahrzehnte vielleicht mit sich rumgetragen haben. Das wird deutlich, als sie nachher den Herrn lobt, indem sie eben Johannes bekommt, heißt es in Lukas 1, Vers 25, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Darf ich mal kurz einblenden, haben Sie auch so eine Schmach? Irgendeine Belastung? Niedergebeugt? Beide kamen, sowohl Elisabeth als auch Zacharias, sie kamen aus dem Priestergeschlecht. Aber alles, das ganze Priestertum war damals in Gesetzlichkeit und Zeremonie erstarrt. Da war kein Leben des Geistes richtig vorhanden. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden so ein ziemlich vielleicht ödes, tristes Dasein hegten. Und dann kommt es auf einmal zur Wende. Es kommt regelrecht zu einem Wunder. Gott hat Acht auf Elisabeth und Zacharias. Gebete, die Jahrzehnte nicht erhört wurden. Und jetzt hätte man sie schon aufgeben können, denn sie war über das Alter. Jetzt ist Gott da und greift ein. Er macht es immer anders, als wir denken. Oder oft. Oft. Er hat, das finde ich so schön, er hat etwas mit ihnen vor, er will sie gebrauchen, er will sie beschenken, er will sie erfüllen. Elisabeth wird fruchtbar, der Priesterdienst ihres Mannes wird plötzlich mit Leben erfüllt. Alles bekommt auf einmal, man könnte sagen über Nacht, bekommt auf einmal alles einen Sinn. Das ganze Dasein, das Alter bekommt einen Sinn, der Dienst bekommt einen Sinn, die Zukunft erhält Sinn, die ganze Familiensituation bekommt einen Sinn. Alles bekommt Sinn und Freude. Es kommt zur Begegnung mit Jesus. Maria, wie gesagt, die ist gerade schwanger mit dem Herrn Jesus Christus. Zu diesem Zeitpunkt war Jesus, das müssen wir uns mal vorstellen, von seiner Menschwerdung her war er noch ein Embryo. Höchstens 3 Monate. Wahrscheinlich noch jünger. Höchstens 3 Monate. Elisabeth war im 6. Monat schwanger. Und bei der Begegnung der beiden schwangeren Frauen, ich lese es noch einmal mit einem Zusatz, einen Vers vorher, Lukas 1, 43, 44, und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Die Mutter meines Herrn. Jesus war noch ein Embryo. Und da sagt sie schon, die Mutter meines Herrn. Ja, wer Jesus seinen Herrn nennen kann, der hat Grund, sich zu freuen. Das ist das Wunderbare bei Gott. Er schenkt mehr als flüchtige Freude. Er schenkt Freude, die
wie soll ich sagen, die ist nicht abhängig von Umständen irgendwie, von Notlagen. Wir haben das aus dem Philipperbrief gelesen. Der Apostel Paulus schreibt das ja. Philipperbrief ist der Brief der Freude. Paulus schreibt ja diesen Brief aus dem Gefängnis. Er saß unter der Herrschaft Neros im Gefängnis, ja, und kann sagen, ich sage euch, freuet euch. Und abermals sage ich, freuet euch. Und die Freude sei mit euch und der Friede sei mit euch. Also eine Freude, die einfach größer ist. Die Frucht des Heiligen Geistes übrigens, das ist ja, ich stelle mir das so schön vor, eben Jesus im Leibe der Maria, Johannes im Leibe der Elisabeth. Und irgendwie war der Geist Gottes ja schon gegenwärtig und er wirkt und er wirkt so, dass Elisabeth in diese Freude hineinkommt. Und da denke ich, klar, da denkt man an Galater Kapitel 5, Vers 22, an die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist unter anderem Liebe, Freude und Friede. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede. Wer sich freuen kann, das ist viel wichtiger. Darum ist, wenn man Depressionen hat oder so, Schwermut, das ist schon tragisch, ja. Das muss man wirklich auch verstehen. Aber wer sich freuen kann, der hat eine bessere Lebensqualität. Wer sich freuen kann, der hat eine positivere Ausstrahlung. Das ist so. Wer sich freuen kann, ja, der steckt andere an. Das ist doch so, also wir erleben das immer wieder, aber auch bei unseren Enkeln, wenn sich so ein kleines Kind, wenn dich das anstrahlt oder freut, ja, du machst nur irgendwas Dummes, so, ne? Und die stehen da und das steckt an. Gott will, Gott möchte, dass du dich freuen kannst. Nicht nur an den Dingen dieser Welt, auch die Schöpfung, alles hat er uns ja gegeben, das Dasein, dein Einkommen und so weiter, Gesundheit, sicher. Aber eine Freude, die auch da ist, die im Herzen ein Fundament hat oder im Herzen ein Fundament bildet, die eben dann auch durchträgt in schweren Situationen. Ich möchte Ihnen was vorlesen von Martin Luther. Der Reformator, boah, der Powermann. Der ist doch mit dem Kopf durch die Wand. Ich lese Ihnen was. Eines Tages wird es in Martin Luthers Studierzimmer still. Tiefe Schwermut und bange Verzweiflung bringen Luther zum Verstummen. Er spricht nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, er betet nicht mehr. Der Reformator. Stumpf und dumpf brütet Luther unter dem dunklen Schatten der Traurigkeit dahin. Seine Frau Käthe macht sich ernste Sorgen. Wie kann sie ihrem Mann helfen? Kurz entschlossen zieht sie schwarze Kleider an und klopft an seine Arbeitszimmertür. Erschrocken sieht Luther seine Frau in den Trauerkleidern dort stehen und springt auf. Wer ist denn gestorben? Seine Frau antwortet, Gott ist gestorben. Er dachte, Gott kann doch nicht sterben. Wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du nicht mehr betest, wenn du nicht mehr singst, wenn du nicht mehr sprichst, dann ist doch Gott tot, oder? Dann hat er keine Macht mehr über dich. Wie ein Blitz trifft es Luther. Weit hat ihn die Anfechtung und Mutlosigkeit von Gott fortgetrieben. Gott lebt, zum Verzweifeln ist kein Grund. Jesus ist Sieger und wir leben, als sei er tot. Eine helle Sonne brach durch die dunkle Nebelwand von Verzweiflung und Trauer. Die Geister der Schwermut und Verzagtheit mussten weichen vor dem Sieg Jesu und seiner lebendigen Hoffnung. Ein befreiter Luther geht wieder an seine Arbeit. Das brauchen wir alle. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Ich möchte das, was im Leben
von der Elisabeth vielleicht vorgefallen ist, was ihr Herz damals bewegte, ich möchte das einfach mal anwenden auf uns, vielleicht auf Ihre Situation. Haben Sie den Eindruck, dass das Leben an Ihnen vorbeiläuft und Sie gar nicht berührt? Sie sind wie isoliert. Da ist eine Schmach, die Sie belastet. Sie fühlen sich fruchtlos. Ich habe nichts in diese Welt hineingebracht und wenn ich einmal diese Welt verlassen muss, dann ist auch nichts da, was ich hinterlassen könnte, großartig, auch an geistlichen Dingen. Ich bin wertlos. Es ist so vieles erstarrt, es ist so vieles hohl und triste in mir geworden. Mein Zustand ist wirklich nicht der beste. Elisabeth. Lassen Sie es doch zu dieser Begegnung mit Jesus kommen. Oder erinnern Sie sich daran, dass Jesus ja in Ihrem Herzen wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Zweitens Maria. Lukas 1, Vers 46 bis 47. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Nennt Elisabeth den noch ungeborenen Jesus ihren Herrn, so bezeichnet Maria ihn als mein Heiland, als mein Retter. Maria, wo kam sie her? Sie ist eigentlich kaum bekannt. Maria kam aus dem verrufenen Ort Nazareth und sie musste in dieses Kaff, oder wie gibt es einen Schweizer Ausdruck für? Was so ein ganz kleines Dörfchen, das interessiert doch keinen. Kaff? Ah, doch, richtig, danke. Ja? Sie musste in dieses Kaff Bethlehem. Was stellte ihr Leben dar? Sie heiratete in eine Handwerkersfamilie hinein. Außerhalb der neutestamentlichen Quellen ist über Josef und über sie, über ihre Herkunft nichts bekannt. Historisch nichts bekannt. Bei Elisabeth weiß man wenigstens, ja, die kommt aus einer Priesterfamilie. Aaronitisches Geschlecht. Josef und Maria wissen wir überhaupt nichts. Und der Name der Maria vielleicht, das hatte ja damals oft eine Bedeutung, der Name der Maria, Bitterkeit, Betrübnis, abgeleitet von Miriam. Bitterkeit, Betrübnis, vielleicht war das ihre Lebenssituation. Bitterkeit, Betrübnis. Und jetzt kommt auch Jesus auf einmal in ihr Leben, kann man sagen, oder sie wird mit Jesus konfrontiert und es wird radikal wieder alles anders. Ihr ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Und wie? Puh. Und wie? In ihr wird der Sohn Gottes durch den Heiligen Geist hineingezeugt und die Betrübnis wandelt sich in überströmende Freude. Die Probleme sind nicht weg gewesen. Im Gegenteil, die sind wahrscheinlich noch mehr geworden. Wie soll ich denn das dem Josef erklären? Was denken denn meine Nachbarn, wenn ich hier nach 3 Monaten mit dem dicken Bauch rumlaufe? Und ich bin nicht verheiratet. Die könnten mich ja steinigen. Aber Gott hat alles im Griff. Und auch bei ihr sehen wir, sie macht sich nicht die Gedanken, was könnte jetzt alles passieren und in was für einem Schlamassel hocke ich jetzt, was hast du mir da angetan? Sondern sie freut sich. Sie freut sich darüber, Gott ist mein Retter und er wird mich auch jetzt durch diese schwere Zeit bringen. Und er tut es. Und wie? Bethlehem und Nazareth werden später von Millionen von Pilgern besucht. Sie gehören zu den bedeutendsten Orten dieser Welt. Bethlehem, wer kennt Bethlehem nicht? Nazareth. Jede Israelreise wird Nazareth besucht. Und sie wird wahrscheinlich zur bedeutendsten Frau dieser Welt, Maria. Im positiven Sinn, leider auch manchmal im negativen Sinn, zum Beispiel im November 2004. Aber da sieht man eigentlich, wie bedeutend diese Frau ist.
Im November 2004 wurde bei eBay ein altes Käsesandwich für 28.000 $, versteigert. Und wissen Sie warum? Weil man hat gemeint, dass das Abbild Marias auf übernatürlicher Weise auf dem Toast abgebildet war. Und da hat man das versteigert für 28.000 $. Aber die wahre Größe dieser Frau, finden wir doch nicht in einem Käsebrötchen, ja, oder in einem Wallfahrtsort, sondern in der Bibel, in dem, was die Gnade aus dieser Frau gemacht hat, nicht was Menschen ihr anhängen. Auch das möchte ich wieder anwenden. Wie kommen Sie sich vor? Unbedeutend? Jemand, der sich herumschlägt mit Problemen, mit Unsicherheiten, mit Widersprüchen, mit Gerüchten. Sie sind den Schwankungen unterworfen. Gott will auch Ihr Leben auf den Kopf stellen. Und er kann es. Durch Jesus Christus. Dritte Gruppe, die Hirten. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Hans-Jörg hat es ja schon gelesen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Wenn wir das heute so sehen, an jeder irgendwie Krippe, da sind ja auch die Hirten, ne? Und es gibt so schöne Zeichnungen und Grafiken und Darstellungen, wie die Hirten da, es muss so richtig schön gemütlich gewesen sein, ne? Am Lagerfeuer, vielleicht noch was gegrillt, so. Und plötzlich, ja, plötzlich wird der ganze Himmel hell und da erscheinen die Engel und wird zu ihnen gesprochen und so. Die Realität war ein bisschen anders. Ich meine, das ist schon wahr, ja? Die Engel, und dass der Himmel hell wurde und der eine Engel besonders dann zu ihnen spricht, herrlich. Aber bis dahin, die Hirten waren nicht gut angesehen. Überhaupt nicht. Die hatten keine Rechte, kaum Rechte, sagen wir es mal so. Die Hirten besaßen keinen Wohnsitz. Es waren meistens Analphabeten. Sie konnten nicht lesen, sie konnten nicht schreiben. Sie wurden auf eine Stufe gestellt mit Räuber, Betrüger und mit Zöllner. Es war verboten im frommen Israel, etwas von einem Hirten zu kaufen, weil es konnte ja gestohlen sein. Die waren angesehen, ich sage es mal so in Anführungsstrichen, wie die Sintis, wie die Zigeuner in vielen Gegenden, ja? Die ja nur stehlen, die alles kaputt machen oder was weiß ich, die Menschen betrügen und so. Das war auch übrigens der Grund, weil Hirten waren damals vor Gericht als Zeugen nicht zugelassen. Stellen Sie sich mal vor. Durften keine Zeugenaussagen geben. Die galten nicht. Sie mussten auf die Schafe anderer aufpassen, das war meist nicht ihr Eigentum. Sie verbreiten auch nicht unbedingt Wohlgeruch, ja? Eher das Gegenteil. Waren ungepflegt und sie waren rau, so richtig raue Gesellen. So ein Beruf. Ich werde manchmal gefragt, oder ich bin schon gefragt worden: Herr Lied, was haben Sie denn studiert? Sag ich, studiert? Was ich studiert habe? Oh, Sie werden staunen. Maler. Maler und Anstreicher. Man hat auch gesagt, Pinselquäler. Klar, habe ich nie Interesse dran gehabt übrigens. Ich habe nur die Lehre zu Ende gemacht und weg. Aber wir mussten das auch 3 Jahre lernen. Ne? Das ging auch um Chemie, Pigmentierungen, wie das alles sich zusammensetzt. Sind hier Maler?
Ging auch um Schriftenmalerei, um Vergoldungen, Ornamente, Grafiken. Das musste man auch lernen und können. Also, ne, ihr Maler. Schämt euch nicht. Arno Fröse in Amerika, ne, der rühmt sich immer damit. Ich bin Maurer, echter Maurer. Pinselquäler. Aber der Beruf damals, das ist die andere Seite eines Hirten, der Beruf erforderte wirklich Verantwortung und Pflichtbewusstsein. Also die konnten ihren Beruf da nicht auf die leichte Schulter nehmen. Tag und Nacht waren sie gefordert und außerdem war ihre Tätigkeit auch nicht unbedingt ganz ungefährlich. Und die Menschen, die in der Gesellschaft nicht viel bedeuteten, die Schlachtschafe hüteten, die werden von Gott ausgesucht, die Heilsbotschaft Jesu als erste zu verkündigen. Das, wenn ich das mal so salopp ein bisschen sagen darf, das gefällt mir so an Gott. Wissen Sie das? Unser Gott, der Gott der Bibel und auch Jesus Christus, der stellt immer alles auf den Kopf. Der macht immer alles anders als die Menschen. Zum Beispiel, ich meine, es ist ja nicht normal, ne, dass eine Jungfrau ein Kind kriegt, oder? Klar, wir wissen, das hat heilsgeschichtlich Sinn, Ziel und Zweck. Aber eben, Gott hat sich das dennoch so erdacht. Sein Sohn, Gott selber, soll Mensch werden. Und dann hat er sich diesen Plan erwählt. Eine Jungfrau kriegt ein Kind. Ein König, wo lebt ein König? Im Palast, oder? Doch nicht im Stall. Dieser König lebt zunächst einmal in einem Stall. Die unangesehenen Hirten, die werden zu den ersten Kronzeugen der Geburt Jesu. Stellen Sie sich mal vor, da bei der Königin Elisabeth da oder in Schweden oder wo das ist, Holland. Wenn da ein Kind geboren wird, ne? Puh, da wird aber eine Zeremonie gemacht und das kommt im Fernsehen und da ist der Botschafter tritt auf oder irgendwelche hoch angesehene, ranghohe Leute mit Zeremonie und so. Und ein Kind ist geboren von wie heißt der König? Alexander. Und hier sind es die Hirten, die sich Gott auswählt, um die Geburt seines Sohnes, um die Geburt Gottes bekannt zu geben. Keine Propheten, keine Priester, Hirten. Was tun Herrscher? Herrscher, das erleben wir ja jetzt auch immer wieder, Herrscher opfern ihre Untergebenen. Dieser König opfert sich selbst. Gott stellt alles auf den Kopf. Herrscher werden beschützt, sie werden umgeben, für sie wird gesorgt. Alles, wenn ein König oder eine Königin, wenn die ins Flugzeug steigt, da sind die Koffer schon gepackt, hat sie gar nicht selber gemacht. Hotelzimmer werden inspiziert, fein säuberlich aufgeräumt. Und was tut dieser König hier? Er wäscht die Füße seiner Untergebenen. So ganz anders. Er sucht Gemeinschaft mit den schlimmsten Sündern. Ein richtiger König würde sie ablehnen, verurteilen. Er berührt Aussätzige. Andere Könige haben ihre Bodyguards und ihren Schutz, dass sie bloß keine Berührung mit irgendjemandem. Jesus berührt Aussätzige. Er lehnt dagegen die Schriftgelehrten ab. Jesus hat auch, lesen Sie mal die Evangelien, er hat alles auf den Kopf gestellt. Alle Traditionen hat er alle auf den Kopf gestellt. Abgelehnt. Oder noch einen draufgesetzt, aber dann geistlich. Er verurteilt nicht, er lässt sich selbst verurteilen. Beerdigt wird er in einem geliehenen Grab, ohne großes Monument. Und vor ihm hat man nie einen roten Teppich ausgerollt und er erwartet auch gar keinen roten Teppich. Dieser König kommt demütig und klopft an. Darf ich reinkommen? Das finde ich so wunderbar. Und das gefällt mir auch so an den großen Gott.
Jesus wird geboren in ärmlichsten Verhältnissen und die Hirten sind die Ersten, die damit konfrontiert werden und die diese Botschaft hinaustragen dürfen. Und heute stehen die im hohen Ruf, die Hirten. Da denkt doch keiner an, was die wirklich mal damals gewesen sind oder darstellten. Ja? Ich sage ja, in keinem Krippenspiel oder in keiner Krippe, die man hinstellt, fehlen Hirten. Die sind immer dabei, das gehört da dazu. So, da sind wir wieder. Wie ist das mit Ihnen? Eins ist klar, Sie sind berufen, ein Zeuge großer Freude zu werden. Der Retter ist da. Ich habe mich gefreut, ich war gestern am Klausmarkt, wie etliche dort einen Stand hatten, Puffertjes wurden gebacken, Suppe wurde verteilt, Getränke wurde gegeben, CDs wurden verteilt, Einladungen für das Konzert, mit den Menschen wurde geredet, die Kinder konnten ein Spiel machen, das Evangelium wurde bezeugt. Mittendrin am Klausmarkt. Herrlich. Die Hirten waren so überwältigt, dass sie sagten, kommt, lasst uns gehen, das will ich erfahren, das will ich sehen, was der uns gesagt hat. Das muss ich realisieren. Und sie laufen hin und dann nachher werden sie zu verkündigen und die Leute konnten nur staunen, sie kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Gott möchte dich, Gott möchte sie berufen, Zeuge der Freude Gottes zu werden. Vielleicht sind sie ja, ich meine, Elisabeth hat so ihre Darstellung, die Unfruchtbare, die auch etwas Isolierte, die Traurige, die Verzagte. Maria, die Junge, wo auch so viel durcheinander gewesen ist, die Unbedeutende und die Hirten, die Rauen, die Ungeselligen. Vielleicht sind sie auch so ein Mensch. Eher ein bisschen rau, eher ein bisschen ungesellig, leben vielleicht auch so ein bisschen isoliert, so, ach, die können mich alle mal und so. Ja, kann ja geben. Gehören nicht zu den hochstehenden Persönlichkeiten, sie putzen die Räume anderer, vielleicht. Sie waschen die Wäsche anderer oder sie bauen Häuser anderer oder sie bringen den Müll anderer weg oder sie pflegen andere. Wie gesagt, zu den hochstehenden Persönlichkeiten gehören sie nicht. Dann befinden sie sich in guter Gesellschaft mit den Hirten und mit den Pinselquälern. In guter Gesellschaft. Gott kann. Gott will. Freude ist da, seine Freude, über Jesus Christus. Dass sie so aus diesem Gottesdienst gehen würden und sagen würden, ja, es ist doch eigentlich wahr. Klar, da sind so viele Bedrohungen und so viele Ängste und man wird älter oder man hat keine Perspektive. Aber eigentlich ist es doch wunderbar, ich habe Jesus Christus. Oder sie sagen, ja, was ist mit mir los? Warum habe ich keine Freude? Fehlt mir was? Fehlt mir vielleicht sogar Jesus? Dass sie sagen würden, Herr, komm. Wie bei den Hirten, wie bei Elisabeth, wie bei Maria, komm. Und dann noch zum Schluss die Weisen aus dem Morgenland, also die kamen aus dem babylonischen Gebiet. Und das zeigt uns, das ist eben so schön, nicht nur die einfachen und rauen Hirten, auch die wohlhabenden und weisen Waisen werden berufen. Matthäus 2, 10 und 11. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Herrlich. Nun, was waren die weisen Sterndeuter? Eigentlich waren das hoffnungslose Heiden. Fernab des Evangeliums. Klar, die hatten Besitztümer, die hatten Geld, die hatten Ansehen wahrscheinlich, es waren weise, intelligente Menschen, aber von der Perspektivlosigkeit her standen die auf der gleichen Stufe wie die Hirten, weil sie den Gott nicht wirklich kannten.
den Gott Israels. Es wird in der Bibel übrigens nicht gesagt, dass es Könige gewesen sind. Man sagt ja immer die heiligen 3 Könige, aber in der Bibel selber steht das nicht. Auch nicht, wie viele es waren, ob es 3 waren, können auch 7 oder 10 oder 30 gewesen sein. Ja? Eine ganze Karawane vielleicht. Steht auch nicht geschrieben, wie viele es gewesen sind. Auf die Zahl 3 kommt man durch die Geschenke, durch die 3 verschiedenen Geschenke, die man Jesus gegeben hat. Darum meinen manche, es könnten 3 gewesen sein. Aber ist auch egal. Wie kamen die überhaupt? Das ist ja immer wieder die Frage. Wie kamen die überhaupt dazu, diese weisen Sterndeuter, waren das Okkultisten, waren das Astrologen, die da rum, und da haben wir plötzlich, hat ihnen der Teufel offenbart, ja, da ist ein judäischer König. Nein, das ging ganz nüchtern. Erstens mal glaube ich nicht an eine besondere Konstellation des Gestirns, das es damals gegeben haben soll. Gab es ja immer wieder. Sondern das war etwas ganz Besonderes, was die gesehen haben. Ein von Gott besonders gegebener Stern, der ihnen gezeigt wurde, den sie in Verbindung mit dem Messias brachten. Die Babylonier hatten nämlich gewisse, hebräische Vorkenntnis über einen kommenden Messias. Wodurch? Durch die babylonische Gefangenschaft. Es waren ja viele, viele Israeliten. Der Talmud ist da entstanden. Es gab viele, viele Israeliten, die damals in Babylon lebten, dort in der Gefangenschaft lebten und ihr Wissen weitergaben, die biblische Kenntnis weitergaben. Zu ihnen gehörte zum Beispiel Daniel, der weise Daniel, der das Daniel-Buch geschrieben hat. Der lebte in Babylon. Das Buch Daniel ist in Babylon übrigens entstanden. Dieser Daniel gab ja prophetisch den genauen Zeitpunkt des ersten Kommens Jesu an. Die 70-Jahrwochen, da konnte man genau berechnen, wann Jesus das erste Mal kommen würde. Daniel war, so wird er auch genannt im Daniel-Buch, Kapitel 2, Vers 48, er wurde von Nebukadnezar als der Oberste der Weisen eingesetzt. Also, und da hat er ja viele Kontakte gehabt, ja, zu anderen Weisen. Und er hat sich mit denen unterhalten und er konnte viele überzeugen, dass da eines Tages einmal ein Messias geboren werden würde, ein König in Juda. Er kannte die Schrift. Oder denken wir an Biliam. Biliam, dieser Prophet. Leider alles negativ gewesen, aber er hat doch wahre Dinge sagen müssen, von Gott gedrängt. Er sagt, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ein Stern geht auf in Jakob. Ein Zepter. Dadurch spricht man ja auch vom Stern, Davidstern und Stern Jesus, des Messias. Dieser Biliam kam aus der Stadt Petor, das ist am Ufer des Euphratstromes in Babylon. Da kam der eigentlich her. Also infolge dieser Zusammenhänge entstand die Erkenntnis eines Sterns in Verbindung mit der Erscheinung eines jüdischen Königs. Also die Weisen aus dem Morgenland, die waren vorbereitet über Generationen. Und dann kam der Stern und Gott offenbart ihnen das und da machen die sich auf den Weg. Und nach ihrer persönlichen Begegnung mit Jesus werden diese Weisen zu Hoffnungsträgern auf einmal. Sie gehen einen anderen Weg zurück, als den sie gekommen waren. Und so wie sie haben im Laufe der Jahrhunderte unzählige Menschen zur Erlösung gefunden und sind zu Hoffnungsträgern für andere geworden, zu Freudenträgern für andere geworden. Sie freuten sich mit großer Freude, hoch erfreut, als sie den Stern sahen, als sie Jesus begegnen und ihm dann die Geschenke bringen, von ihrem Reichtum, an ihrem Reichtum teilhaben lassen. Das zeigt mir doch, Gott möchte mehr geben als Weisheit, als Status, als Anerkennung, als Wohlstand. Er möchte uns den Schatz seiner Freude schenken. Ich hörte das Zeugnis von einem Mann, bekannte Persönlichkeit, der hat gesagt, ich hatte alles. Geld, kein Problem. Ansehen, Ruhm. Ich war an den entlegensten und schönsten Ortschaften und auf Inseln in dieser Welt, wo kaum jemand hinkommt.
was sich fast keiner leisten kann. Alle Türen standen mir offen, mir fehlte nichts und doch fehlte mir die Freude, mir fehlte der Sinn, bis ich mit Jesus Christus konfrontiert war. Dieser Mann spielte früher Piano auf dem Traumschiff. Ja, das ist so eine Sendung, das Traumschiff. Da hat der Piano gespielt. Und dann hat er sich bekehrt und heute reist er rum als Evangelist, spielt fantastisch Klavier. Unterwegs hatten wir uns, also der Jonathan hatte sich mal 2 CDs von dem besorgen lassen in einer christlichen Buchhandlung. Spielt fantastisch Piano. Und gibt auch Zeugnis. Der wäre mal was, glaube ich, mal einzuladen. Haben wir schon mal so drüber gesprochen, vielleicht. Ja, Gott kann Leben auf den Kopf stellen. Elisabeth, Maria, die armseligen Hirten und die reichen Weisen. Und da möchte ich jetzt zum Schluss hin, ich komme zum Schluss, da möchte ich Ihnen etwas, das habe ich gefunden, das habe ich gelesen und das muss ich Ihnen auch hier mehr oder weniger vorlesen. John Davidson Rockefeller. Ja, pass auf, Norbert. Freimaurer, Okkultist im höchsten Grad. Ich sehe immer gerne die positiven Sachen. Das Negative, ja gut. Positive. John Rockefeller beherrschte seinerzeit das größte Geschäftsunternehmen der Welt. Er war der erste Dollar-Milliardär der Geschichte. Er hatte Erfolg, unwahrscheinlich. Aber seinen Erfolg, den büßte er mit seiner Gesundheit und mit seiner Lebensfreude ein. Er war gerade mal 50, 52 ungefähr. Da heißt es, Rockefeller wurde schwer krank. Er sah aus wie eine Mumie. Er war einsam und verhasst, ruhelos und todkrank. Er konnte nur noch Zwieback und Milch schlürfen. Sein ausgemergelter Körper und seine ruhelose Seele boten ein Jammerbild menschlicher Existenz. Die Zeitungen hatten seinen Nachruf schon gedruckt und niemand gab Rockefeller noch eine Lebenschance. In langen, schlaflosen Nächten kam Rockefeller dann zur Besinnung. Er dachte an die Unsinnigkeit, Geld aufzuhäufen und selber daran kaputt zu gehen. Gott gönnt uns ja Geld, viel Geld. Ja, aber nicht, dass wir es nur anhäufen für uns selbst. Dann lass Gott der Erste bleiben. So entschloss er sich, sein Vermögen gegen die Nöte auf der Erde einzusetzen. Er gründete die berühmten Rockefeller-Stiftungen. Sein Geld ging in alle Teile der Erde und er erreichte Universitäten, Krankenhäuser und Missionsgesellschaften. Was war da? Missionsgesellschaften. Seine Millionen waren für die ganze Menschheit ein Segen. Sie halfen mit, das Penicillin zu entdecken und Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und andere Krankheiten zu besiegen. Armut, Hunger und Unwissenheit wurden mit seinem Geld bekämpft. Ganze Bücher müssten geschrieben werden, um die Segnungen seines Geldes zu schildern. Und dann geschah das Wunder. Rockefeller konnte wieder schlafen. Bitterkeit, Egoismus, Groll und Hass wichen aus seinem Herzen und machten der Liebe und Dankbarkeit Platz. Er wurde gesund und konnte wieder Freude am Leben haben. Ein alter, kalter, harter Mann verwandelte sich in Liebe, Wärme und Blüte auf zu einem erfüllten Leben und er wurde, sage und schreibe, 98 Jahre alt. John Rockefeller gilt als einer der größten Philanthropen der USA oder heute noch als der größte Philanthrop der USA, also Menschenfreund, ja? Philanthropie, Menschenfreund oder eine die Menschheit umfassende Liebe. Und was uns vielleicht etwas in sein Herz blicken lässt, ich weiß es ja nicht, aber das ist die Tatsache,
dass er auch den Bau der baptistischen Predigerseminars in Hamburg finanzierte. Damals. Warum hat er das gemacht? Und Missionsgesellschaften unterstützte. Und er hatte einen Berater, das war ein US-Baptist, der Pfarrer Frederick Taylor Gates, der war sein Berater. War da mehr? Muss nicht sein. Muss nicht sein. Aber eins wird mir klar: Gott kann Leben verändern. Und Gott hat auch, das darf ich sagen und das darf ich Ihnen, ich sag mal so, im Namen des Herrn darf ich Ihnen das zurufen. Gott hat etwas vor mit Ihrem Leben, viel mehr als Sie denken. Sie denken vielleicht, ich bin so begrenzt, ich bin so armselig oder ach, was soll ich damit noch machen und so. Unsere Zeiten sind auch sehr unruhig und freudlos und perspektivlos eigentlich, ohne den Herrn Jesus Christus, den Retter, sowieso. Und genau in die Zeit, genau in dein Herz, in deine Lebenssituation und in unsere Zeit hinein, die wieder vergleichbar ist mit der, als Jesus das erste Mal kam, spricht der Herr hinein: Freuet euch, denn euch ist ein Retter geboren. Sie haben einen Retter. Mensch, wenn man sich Gedanken macht, ich hörte kürzlich eine CD über neue Himmel, neue Erde. Das ist unheimlich, da gibt es keine Krückstöcke mehr, keine Gehwagen mehr, keine Rollstühle mehr, keine Spritzen mehr, keine Medizin mehr, keine Krankenschwestern, tut mir leid, keine Ärzte, keine Totenwagen, keine Särge, keine Arbeitslosigkeit. Freue dich, denn dir ist der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das ist wie das Fenster in der Arche, ja, jetzt in unserem Leben. In der Arche war ein Fenster. Dadurch konnte der in den ganzen Sturm und Untergang der Welt, konnte Noah durch dieses Fenster nach oben gucken. Er hatte Ausblick. Und in den Nöten und Umwälzungen unserer Zeit haben wir ein Fenster der Hoffnung, der Freude. Da können wir durchblicken, durch alle Umstände hindurch, auf unseren Herrn Jesus Christus und auf die ewige Welt. Aber sind Sie bereit, sich dieser Freude vielleicht wieder neu zu öffnen oder zum ersten Mal Einlass zu gewähren, dass der Herr jetzt auch an Ihrem Ohr flüstert, in Ihr Herz hinein die Worte legt: Hör mal, ich bin da für dich. Ich kann dein Leben so verändern, wenn ich es in meine Hand bekomme. In dir soll Jesus Christus geboren werden. Oder was bist du so verzagt, der du Christ bist? Schau auf Jesus. Er ist dein Retter. Amen. Und noch beten. Liebender Gott und Vater, in Jesus Christus danken wir dir, dass du uns mehr zu geben hast, als was wir irgendwo, irgendwie hier auf dieser Erde haben könnten. Du hast uns so beschenkt mit Jesus Christus. Der Himmel steht offen, die Freude ist da, der Friede ist da, die Vergebung ist da. Alles wird neu, alles wird anders. Durch dich, Herr Jesus, wir danken dir. Wir hoffen und sehnen uns, dass du wiederkommst, dass du diese Welt veränderst, Herr, in dein Königreich hinein. Und einstmals neuer Himmel, neue Erde, wo alles neu wird sein. Wir können dich nur loben und preisen. Ich möchte dich so bitten, Herr, schenke doch diese Wirkung, dass Menschen, die zugehört haben, Herr, dass sie ihr Herz öffnen und sagen: Ja, Jesus Christus, komm hinein. Oder dass sie sich einfach 5 Minuten Zeit nehmen und mal wieder beten und sagen: Großer Gott, ich danke dir für die Freude, die verbunden ist mit Weihnachten, mit der Geburt Jesu, mit dem Kommen deines Messias in diese Welt, auch für mich und für mein Leben und für meine Familie. Herr, wir trauen dir zu, dass du das wirken kannst und uns ermutigst. Amen.